Was ist es eigentlich, was die Geschichte von Noah so speziell macht? Zuerst ist sicher mal die Frage, was ist es für mich ganz persönlich? Ist es eigentlich eine Vernichtungsgeschichte oder ist es eine Rettungsgeschichte? Wir können tatsächlich beide Schlüsse daraus ziehen, weil es ist tatsächlich gerettet worden, aber es ist auch viel vernichtet worden. Für mich macht es sich nur speziell, dass ich mich sehr gut besinnen an ein Kinderbuch, das wir hatten, über die Geschichte. Und die war sehr mit viel Farben illustriert gewesen. Und so an 2 Bilder mag ich mich speziell besinnen. Das eine war, der Noah war der Elefant im Schieben, der Steg hoch in die Arche, der Elefant hat einfach nicht so wollen. Und das zweite Bild mag ich mich daran erinnern, da war gemalt, wie der Noah die Türen am Zuziehen ist. Und warum mag ich mich daran erinnern? Weil uns der Vater hat darauf hingewiesen hat, dass das dann nicht richtig dargestellt sei. In der Bibel stand nämlich, dass Gott selber die Türen zugetan. Und wenn wir im 1. Mose Kapitel 7, der 16. Vers lesen, so sehen wir, dass er recht hatte, weil da steht, und der Herr schloss hinter ihm zu. Das ist mir irgendwie geblieben. Was weiter sicher speziell ist, der Geschichte von Noah, ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo der Noah in dieser Arche ist die Geschichte sehr kurz. Wir lesen einfach, dass Gott dem Noah einen Auftrag gegeben hat, und zwar ein bisschen spezieller. Aber wir lesen nichts von einem Dialog, den der Noah mit Gott geführt hat, unterschiedlich zum Beispiel der Mose, wo er den Auftrag hat bekommen, das Volk aus Ägypten zu führen. Der anfängt zu handeln mit Gott. Er hat gesagt, ja, aber nee, und ich kann nicht reden und sowieso. Es hat einen Dialog gegeben, und er hat Zeichen gefordert. Beim Noah bekommen wir nichts mit, sondern wir gehen einfach davon aus, er hat es gemacht. Und es ist tatsächlich etwas Spezielles, wenn einer ein Schiff anfängt zu bauen, an einem Ort, was kein Wasser hat, kein See, kein Meer, nichts. Ja, ich habe so für mich gedacht, Judith oder Kriegel hätten vielleicht nicht schlecht gestaunt, wenn ich vor 2 Jahren weggekommen hätte, gesagt, du könntet ihr mir vielleicht als erstes die Garage vermieten. Ich möchte nämlich anfangen, Masken produzieren. Ich habe den Eindruck, sei vielleicht an der Zeit, mal so ein bisschen Masken zu machen. Ich habe Maschinen gekauft und dann hat ich angefangen zu produzieren und gesagt, oh, aber könnte ich nicht unter das Garage auch noch haben, sollte ich das noch irgendwo einlagern und es braucht es dann, es kommt eine Zeit, wo man es dann braucht. Ja, dann wäre sie wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt gewesen, wo sie gesagt hat, oh, jetzt hat man irgendwie den Schatten vom Lohner nicht gut da. Und so kann ich mir vorstellen, dass Noah vielleicht ein bisschen ähnlich ist gegangen, wie wir so in der Darstellung von den Jungen gesehen haben. Die Menschen haben das gar nicht verstehen, was er tut. Und wir lesen auch eigentlich nicht viel über Details, jetzt, was wirklich Böses war bei diesen Menschen. Es war einfach eine gottlose Zeit. Und ich habe den Ausspruch auch schon gebraucht, haben schon gesagt, ja, wir leben so ein bisschen in einer gottlosen Zeit. Aber wenn ich jetzt sehe, schon noch heute Abend, wie viel das wir hier sind, wir haben ja gar keine Ahnung, wie es dann muss sein. Weil Gott hat ja nur der Noah seine Familie gefunden. Also, die hätten noch kein Problem gehabt mit Beschränkung von der Gottesdienstbesucherzahlen. Sondern es wäre einfach ein Familientreffen gewesen. Zwar mehr als 5 Leute, aber sonst kein Problem. Also fährt der Noah an und fährt an zu bauen. Mit auf dem Land. Weil er glaubt, dass das, was Gott ihm anvertraut hat, dass das, was Gott ihm gesagt hat, dass er das ausführen soll. Und Gott gibt, das ist auch so etwas Schönes an dieser Geschichte, ganz am Ende eigentlich von dieser Geschichte, Gott gibt dem Noah ein Zeichen. Nämlich, wie wir es auch schon gehört und gesehen, der Regenbogen. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen, schon fast ein bisschen hässlich macht, wie das Symbol eigentlich missbraucht wird. Wenn wir Land auf, Land abfahren, sehen wir manchmal so Regenbogenfahnen mit Peace hängen. Es ist gar nicht eigentlich ein Symbol für eine Selbstverwirklichung, für Regenbogenfamilie, für Peace, Frieden. Es ist nicht eigentlich ein Zeichen vom Frieden.
Es ist eigentlich viel mehr. Es ist eigentlich ein Symbol, das Gott uns gegeben hat, dass er uns nicht vernichten wird. Und das ist ein starkes Symbol. Vielleicht ist es sogar eines der stärksten Symbole, das Gott uns gegeben hat. Aber bei allem Schönen ein Stück weit in dieser Geschichte, ich habe mir manchmal schon so vorgestellt, in diesem Bilderbuch drin, da war so schön gelbes Stroh gezeichnet und der Löwe war da am Liegen und nebendran der Elefant und irgendwie beim Löwe waren noch andere Tiere und mir ging so ein bisschen vorgestellt, das wäre doch auch noch schön, jetzt da so ein bisschen unter die Schleife, das wäre schön warm. Es hat auf eine Art etwas Romantisches, die Arche, die vielen Tiere beieinander, aber es hat natürlich auch ganz eine andere Seite, eigentlich ganz eine tragische Seite. Es wird extrem viel eigentlich Not hat's gegeben, weil sehr viel auch Vernichtung ist passiert. Aber ich möchte auf einen Vers kommen, 1. Mose, Kapitel 6, der 8. Vers. Es sind nur 2, 4, 6 Buchstaben, aber die haben wir irgendwie angesprochen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Also, der Noah hat Gnade gefunden bei Gott. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist die Gnade, die der Noah gefunden hat bei Gott. Ist das automatisch? Ist das so ein Selbstläufer gewesen? Hat der Noah etwas dazu tun oder hat er nichts müssen? Ich glaube, dass Gnade kein Automatismus ist. Aber da kommen wir noch darauf zurück. Aber ich möchte das einleiten mit einer Geschichte. Es war ein grosses Unwetter angekündigt in einem Dorf. Und es ist der Mann mit dem Auto von Haus zu Haus und hat die Leute gewarnt und gesagt, kommt mit, es kommt so Wetter. Und er ist unter anderem oben dem Pfarrer vorbeigekommen und hat gesagt, komm mit, es kommt so Wetter. Der Pfarrer hat gesagt, nein, zu mir musst du nicht kommen. Für mich sorgt Gott. Es ist regnen, ganz verrückt. Der erste Stock hat sich angefangen zu füllen mit Wasser und der Pfarrer ist im zweiten Stock. Die Feuerwehr ist gekommen mit einem Bötchen und hat gesagt, so komm jetzt. Wir sind da, für Menschen zu holen. Der Pfarrer hat vom Balkon gesagt, nein, mich müsst ihr nicht reichen. Mich wird der Gott versorgen. Es ist weitergegangen, das Wasser ist gestiegen und der Pfarrer ist auf das Dach. Und sie haben eine Luftrettung eingesetzt und gesagt, so komm jetzt. Aber er hat gewunken und gesagt, nein, mich müsst ihr nicht reichen. Mich wird Gott versorgen. Mich wird Gott retten. Und so ist es gekommen, wie es musste kommen, das Haus hat es weggeschwemmt und der Pfarrer mit und er ist in der Flut gestorben. Er ist in den Himmel gekommen und ist vor Gott gekommen und hat gesagt, so Gott, ich habe so fest auf dich vertraut, dass du mich rettest und nichts hast da. Gott antwortet ganz ruhig und sagt, ich möchte die Frage umkehren. Ich habe dir ein Auto geschickt. Ich habe dir ein Boot geschickt. Ich habe dir sogar eine Luftrettung geschickt. Aber nichts hast du in Anspruch genommen. Was hätte er machen müssen? Er hätte es annehmen. Und so ist eigentlich, wenn ich zurückkomme zu unserer Geschichte von Noah, er hat den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat er annehmen. Und das hat etwas bedeutet in diesem Zusammenhang. Ich kann mir sogar praktisch fast nicht vorstellen, wie er es gemacht hat. Weil wenn Gott niemand anders gefunden hat, der auch ihm vertraut hat, sondern nur der Familie von Noah, dann waren das 8 Leute. Und wenn wir sehen, was die Arche für ein Ausmaß hatte und wie da Holz geschlagen werden und das Zeug nachher musste geschnitten werden und zusammengebaut werden, so war das ein riesiger Krampf gewesen. Und der Tini ist sogar auf ein Detail eingegangen, das wir fast vergessen können. Gott hat nämlich Noah sogar gesagt, du musst sie dann noch abdichten. Du musst sie dann noch salben. Stellt euch einmal vor, wenn die Arche 150 Meter ist, was das schon nur für einen Aufwand ist, die zu verpechen, die zuzupinseln. Also der Noah hat etwas tun. Er hat sich die Gnade ein Stück weit, ich brauche jetzt das Wort, verdienen. Er hat etwas tun. Jetzt sind wir ja eben in dieser Passionszeit, wie ich heute
Palmsonntag. Und wenn ich vom Noah herkomme, von einer Rettungsgeschichte, so denken die jetzt sicher auch weiter. Es gibt nämlich noch eine weitere Rettungsgeschichte in der Bibel. Und wo auch jemand etwas hat müssen tun. Es ist nämlich Jesus Christus. Er ist im Plan von Gott, sein Sohn, auf die Welt gekommen, aber nicht für es einfach gut zu haben auf dieser Welt, sondern eigentlich mit dem Endziel, für uns, für meine Schuld, müssen zu büssen. Und da hat er gezahlt. Und wahrscheinlich hätte in diesem Moment Jesus gerne mit dem Noah getäuscht und wäre ein bisschen geholfen. Hätte den Krampf auf sich genommen, weder zu wissen, ich würde dann kurzum sterben. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Jesus sich von seinen Jüngern ein Stück weit distanziert hat und ist gebeten. Und der Lukas schreibt, dass Jesus hat Blut geschwitzt. Und wenn ein Mensch Blut schwitzt, so ist das eigentlich der grösste Ausdruck, was es gibt von Angst. Und Jesus schwitzt da Blut, hat Angst. Er ist ein Stehwurf entfernt von seinen Jüngern. Er kommt in dieser Angst, in dieser Not, in diesem Leiden, kommt er zurück zu den Jüngern und die ihm schlafen. Und hat eigentlich den Auftrag gehabt, mit ihm zu wachen in dieser schweren Zeit. Jesus leidet nicht nur, er ist sogar noch einzig in dieser ganzen Zeit. Also Jesus hat gelitten für mich. Und schlussendlich wird Jesus verurteilt. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn angesprochen und zu guter Letzt haben sie mir eine Dornenkrone aufgesetzt. Und zwar nicht eine Dornenkrone, wie wir hier unsere Rosendornen kennen. Und die können dann schon fein klein stacheln, wenn man voll reinregt. Aber es hat eine Dornenkrone gegeben. Oh, das muss ich heute nehmen, das ist ganz wichtig. Ja. Ah, super. Ja, das hat das jetzt noch geklappt. Ah, tipptopp. Wohl, da bin ich schon noch froh, weil ich bin schon froh, wenn ich das näher habe. Wohl, merci vielmals, tschüss. Ah, Entschuldigung, aber es war wichtig. Nämlich eine Dornenkrone von diesem Baum, der heisst Ziziphus spina. Und ich habe so eine Dornenkrone sehen, wie in Wattwil eine Frau hatte, die hat einen Zweig von Israel in die Schweiz genommen. Frage mich nicht, wie sie den am Zoll hat vorbeigebracht. Aber das ist eine Dorne, das sind Dornen, die sind so etwa 5 cm lang. Und dann nicht etwa wenig spitzig. Also wenn du da reinreckst, das ist wie eine Nadel. Und solche Dornen sind in diesem Gebiet gewachsen und aus solchen Dornen sind Dornenkronen gemacht worden. Also Jesus hat gelitten, Jesus hat etwas da, Jesus hat gekämpft an meiner für mich. Also das, was ich eigentlich hätte müssen, hat er stellvertretend da. Jesus hat etwas da für uns. Kannst du, der Briefträger hat angerufen, das Päckchen ist jetzt noch gekommen, der Express. Kannst du mir das heute reichen? Ich habe da noch etwas bestellt und das brauche ich jetzt einfach unbedingt. Und ja, ich muss euch jetzt sagen, was ich bestellt habe. Ich habe neuen Gehörschutz gebraucht. Und ich hätte den eben, ja, der ist mir wirklich wichtig. Und darum habe ich es nicht so noch geliefert. Das ist noch spannend, dass der gerade weiss, der Briefträger auch, da steht Ahornweg 2. Das gibt es auch noch am Adelboden, dass die gerade wissen, wann man zu welcher Zeit sich ungefähr aufhalten. Ich habe jetzt das Gerät hier. Und ich kann euch sagen, das ist das Beste, was es gibt. Das ist das Crème de la Crème. Nämlich Bluetooth, DAB, mehr Speicherplätze als der Vorgänger. Aber ich habe es hier. Und ich habe jetzt eine Frage, bringt das mir jetzt etwas? Es ist zwar jetzt hier. Und ich weiss, was das alles kann. Und es kann viel.
Aber ihr seid mit mir einig, es hat noch keine Relevanz. Noch gar nichts. Ich habe es zwar, aber es bringt mir noch nichts. Ich muss es einfach mal auftun. Auspacken. Rausnehmen. So, und jetzt sehe ich einfach, was Wunderbares das ist. Wie schön, dass es glänzt. Aber solange ich es hier habe, so, es nützt mir noch nicht. Ich vergleiche das ein bisschen vielleicht. Es nützt mir nicht, wenn ich das ganze Vaterunser vorwärts und rückwärts kann. Wenn ich die 10 Gebote auswendig kenne. Oder wenn ich vielleicht sogar statistisch gesehen der häufigste Gottesdienstbesucher bin. Wenn ich nicht das, was Jesus für uns da hat, annehme. Und jetzt müsst ihr gut hören. Jetzt kann ich nämlich hören und jetzt kann ich meine Ohren schützen. Also jetzt hat das für mich plötzlich, für das, was ich bestellt habe, hat es eine Bedeutung. Und für mich ist das noch wichtig, dass das nicht nur meine Ohren schützt, sondern ich werke eigentlich den ganzen Tag für mich einzig an dieser CNC-Maschine und da bin ich manchmal noch froh, wenn ich ein bisschen Radio hören kann. Also hat das Gerät für mich, für meinen Arbeitsalltag, hat das eine Relevanz. Und jetzt habe ich es und wenn ich es anlasse, es leuchtet, es funktioniert, jetzt hat es eine Bedeutung, jetzt kann ich es brauchen. Aber ich möchte mit euch nicht schließen über die Funktion eines Gehörschutzes. Sondern mir geht es darum, was müssen wir tun. Weil man kann das nämlich sehr schnell falsch verstehen. Vielleicht wäre es manchmal fast einfacher, wenn wir uns eben die Gnade verdienen könnten, etwas könnten tun. Aber eigentlich ist die ganz gute Botschaft für uns, da ist schon geworden. Das hat Jesus gemacht. Wir dürfen nur noch annehmen. Und wenn wir annehmen, dürfen wir Gnade finden vor Gott. So, wie es beschrieben ist vom Noah in diesen 6 Worten, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Wenn ich das Erlösungswerk von Jesus annehme, dann darf ich da meinen Namen einsetzen. Aber Andreas fand Gnade beim Herrn. Und so wird plötzlich die Arche zu unserer Rettung. Amen. Bevor wir dann zum Abschluss noch ein Musikstück hören, möchte ich noch beten und um ein Segen bitten. Und wem es möglich ist, darf gerne auch aufstehen dazu. Danke, Vater im Himmel, dass du den Weg mit deinem Sohn Jesus Christus bist gegangen. Und dass du den Weg mit deinem Sohn bis zum Schluss bist gegangen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus hat ausrufen durfte, es ist vollbracht. Ja, du bist mit ihm den Leidensweg gegangen, an meiner Stelle. Damit ich nicht etwas mir muss verdienen muss, sondern dass ich nur noch darf annehmen. Aber ich bitte dich auch, Vater im Himmel, dass wir wirklich das so annehmen. Und uns ging um mich auch wirklich, dass uns das darf bewusst werden, was du für uns an unserer Stelle da hast und was es dich auch gekostet hat. Und so danke ich dir, Vater im Himmel, dass du weiter mit uns kommst, auch gerade in dieser Passionszeit noch, dass wir uns vielleicht da auch gerade speziell daran erinnern und uns dürfen berühren von dir, was du da hast und was für ein riesen Vorrecht ist, dass wir von dem dürfen wissen, von dem wir dürfen hören und auch hier dürfen eine Antwort geben darauf. Und so bitte ich dich, dass du uns jeden Einzelnen segnest, uns gibst, was wir brauchen und nötig haben, damit wir dich und dein Reich verherrlichen können. Amen.